So, da grüß dich zurück zu Generation Zero und der Episode 7 mit dieses Mal sogar einem kleinen Kommentar, den ich besprechen möchte und den ich euch zeigen möchte. Und zwar hat mir der gute Nuka in einer der letzten Episoden von Generation Zero Folgendes geschrieben. Der Nuka ist ja lang bei mir dabei und den sehe ich regelmäßig in den Kommentaren. Drum gehe jetzt wieder mal auf einen Kommentar von ihm ein, da er mir eine gute Vorlage gegeben hat für dieses kleine Kommentare kommentieren und hin und her. Und zwar es ist um die Feuerwerkskörper gegangen. Ich habe vor kurzem mal mit anderen YouTuber drüber geschrieben, über die Feuerwerkskörper. Ich bin halt der festen Überzeugung, dass sie was bringen. Andere sagen, sie bringen mir nichts. Das ist eine Ansichtssache. Mir persönlich verschaffen sie im Gefecht, im Spiel, einen kleinen, wie sagt man, sie verschaffen mir Zeit. Ich habe auch was vorbereitet, das siehst du dann gleich, nur möchte ich die Worte dort schnell fertig reden, bevor ich euch das sage. Und zwar, ein Feuerwerkskörper bei einem Gegner ist es sinnlos. Von den Reh gar nicht. Da sind sie sinnlos. Du kannst, wenn du jetzt da einen Hund hast, oder zwei Hunde, man gut, da kannst du, ja, weiß nicht, schmeißt zwei hin, sie sind auch abgelenkt. Aber in der Masse, wenn du jetzt mehr Gegner hast und du 5, 6, 7 hinschmeißt, dann kannst du ablenken. Und was dabei rauskommt, das kann ich dir sogar sagen. Das erste, was ich da sage als Video, das habe ich so zusammengeschnitten. Das erste war eine private Aufnahme am Flughafen mit einem alten Charakter. Ne? Und zwar ist da die Situation, wirst du dann nicht gleich sehen, ein Harvester, zig Hunter, ich glaube alles FNX-Klasse. Und dann kommt im Nachhinein noch aber die Originalaufnahme, die habe ich von YouTube runtergeladen, aus einem anderen Video von mir mit meinem damaligen Originalkommentar. Ich sehe alles eingeblendet von wann und von wo und wie und was. Und da siehst du, wie ich mich mit diesen verschiedenen Fackeln an Tanks spiele. Es funktioniert schon, nur darf man halt nicht geradlinig denken und man muss halt ein bisschen das Kind in sich entdecken und einfach drauf losschießen. Dann hat man ein bisschen gewonnen. Nur verrate ich spiele das halt alles nicht. Das muss man sich alles ein bisschen selber spielen. Und ich muss da auch und ehrlich gesagt gestehen, die Feuerwerkskörper haben sogar beim Tank funktioniert. Aber leider habe ich da jetzt keine Aufnahme dazu. Und das habe ich jetzt erst gedacht, während ich das hier einrede. Also, nun knappe 3,5 Minuten das Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Kommentare kommentieren. Baba dabei. So, da, grüß zurück bei Generation Zero.
diesem Video und einem Spiel, das mein Herz im Sturm erobert hat. Und zwar, wie du siehst im Hintergrund, das Gameplay ist angesiedelt nach allen Hauptstories des Hauptspiels und der beiden Story-Erweiterungen. Ich werde zwischendrin immer wieder kurze Pause machen, damit du dieses Gameplay im Hintergrund ein bisschen genießen kannst. Und vor allem, was mich immer wieder entzückt war, was mir so einen leichten Schmunzler bereitet, wenn du diese selbstklebenden Fackeln nimmst und versuchst, einem Gegner ranzukleben und diese Idioten sich dann selbst irgendwie, wie du siehst, sich selbst Schaden zufügen. Es ist so lustig zum Anschauen. Heutzutage nennt man sowas hochintelligente KI, gell? Okay, fangen wir an. Vorerst einmal. Du hast es sicher schon mitgekriegt, bei mir am Kanal läuft Generation Zero derzeit unter Staffel 1. Genau. Die Staffel 1 endet mit dem Abschluss des Alpine Unrest DLCs. Durch zig Tonbänder, Aufnahmen, Zettel, Notizen zu wühlen, beziehungsweise sich das anzuhören, zu lesen. Es ist wirklich eine Herausforderung, da du ja diese Geschichte, die im Hintergrund ist, ja blind aufdröseln musst, ohne irgendwelche Kenntnisse. Ich sag halt nur so viel, die eigentliche Hauptgeschichte hat mir ein bisschen erzürnt. Steiermark, da bin ich her. There's a fire burning out on the street. I can't bear to see. You claim it was my fault, but I know it was you still hiding the truth. You stupid boy, don't know that law always wins. You already broke open the door, so don't ignore that jail is the only race. All your sins. So, da. Wir sind hier im Bunker Westland und werden uns jetzt einmal einige Story-Details anschauen, die uns jetzt in der letzten Zeit untergekommen sind. Und zwar, die Mission Heimmannschaft führte uns jetzt in diesen Bunker Westland. Und laut einer Notiz aus dem Haus von Anita Sjögren, der stellvertretenden Koordinatorin für Zivilverteidigung, versammelten sich die Einwohner von Saltheim und Iboholmen zur Evakuierung auf dem Sportplatz westlich des Dorfes. Aber wohin wurden sie evakuiert und weshalb? Vielleicht gibt es auf dem Sportplatz von Saltwallen Antworten. Das haben wir schon alles erledigt und gemacht. Dann haben wir am Sportplatz haben wir ja dieses hier gefunden. Anderhage, evakueringen är slutförd. Återvänd till bas, kom. Löjtnant, vi låser ner Västland om 10. Rapportera status, kom. Anderhage, jävlar. Genau. Und dann haben wir gefunden das zurückgelassene Notizbuch des Offiziers. Ich habe den Kontakt mit dem Zug verloren. Meine Schlüsselkarte funktioniert nicht mehr, aber ich habe gesehen, wie Maschinen die großen Tore betreten haben. Sie müssen also ihren eigenen Durchgangsbarcodes besitzen. Es sei denn, jemand von innen hat sie hereingelassen, aber ich glaube, jetzt sind sowieso alle tot. Ich werde versuchen, den Marinestützpunkt in Saltholmen zu erreichen. Ich werde dies hier zurücklassen, für den Fall, dass ich es nicht schaffe. Kurzen Augenblick. Wir werden jetzt da den Feldzugsplan öffnen und uns mal anschauen, beziehungsweise uns sämtliche Missionen anschauen, die es hier gibt. Westland, det här är Bertil Ludvig. Vi har upprättat posering vid Iboholmens slottsruin. Men civilisten Anita Sjögren har inte påträffats. Inget främmande eller fientligt av den typ hon beskrev har påträffats eller observerats. Men SIG-span registrerade signaler... Fiende! Såg 3! Ner
Nedkämpad okänd skytte. Löjtnant Dilemma, det här är Vesslan igen. Jag behöver använda telefoni då vår radiokommunikation ligger nere. Det verkar som att radiomasten nära Grantorp används för att störa vår kommunikation. Sannolikt sabotage från fientliga operatörer i förberedelse för huvudanfall. Telefonnätet kan stå på tur så vi behöver veta vad status är för radiomasten på Saltholmsbasen. Kan ni bekräfta att det är radiomasten? Genau, dies ist der Hilferuf. Und zwar, auf dem Feldzugsplan in Westland ist in der Nähe an der Westküste der Insel Södra-Saltholmen ein Marinestützpunkt zu sehen. Dem Plan zufolge besitzt er einen Funkturm. Dort könnten also verbliebene Militäreinheiten zu finden sein. Oder wenigstens ein Mittel, um Hilfe herbeizurufen. Ab hier ist ein wichtiger Punkt. Den darf man nicht aus die Augen lassen. Laut der Geschichte haben ja diese Ereignisse, die du jetzt gehört hast in den letzten Stunden oder in den ersten Stunden, haben alle am Tag des Angriffs begonnen. Hier teilen sich die Storystränge. Alles, was rund ums Militär ist ein eigener Storystrang, der aber am Ende hin wieder mit hineingezogen werden muss. Ich weiß ja, was auf uns zukommt im Verlauf der Geschichte. Und ich muss doch und ehrlich gesagt gestehen, wenn man diese eine Mission findet, in der sämtliche Dinge aufgedröselt werden, ergibt der Angriff der Maschinen eine komplett andere Bedeutung. Aber ist wurscht. Ich habe das jetzt mal so weit ins Spiel gebracht. Alles, was jetzt Militär angeht, ist nun ein eigener Geschichtsstrang. Da muss man echt dran bleiben und immer wieder sich die Sachen in Erinnerung rufen. Die erste. Kurz nach der erfolgreichen Evakuation der Zivilisten aus Saltham meldet eine Zivilistin die erste Sichtung von Maschinen im Scherengarten in den Ruinen der Burg von Iberholmen. Die Armee schickte einen Aufklärungstrupp, aber der Kommandobunker Westland verlor bald den Kontakt zu ihnen. Der Trupp konnte noch nicht berichten, dass er ein Signal geortet hatte, aber nicht mehr genau was und wo. Eine andere Burg. Das Transkript einer Nachricht, die der nahegelegene Marinestützpunkt Saltholmen an den Kommandobunker Westland gesendet hat, verrät, dass die Zivilbevölkerung aus der Umgebung in Vorbereitung auf die Evakuation größtenteils dorthin gebracht wurde. Zu dem Stützpunkt an der Westküste von Norra-Saltholmen gehört anscheinend auch ein unterirdischer Bunkerkomplex. Dort könnten vielleicht weitere Antworten zu finden sein, was den Aufenthaltsort der Bewohner der Region angeht. Und hier, wo die Sonne untergeht, beginnt nicht nur, ich glaube, das Resistance Update mit der Verteidigung und hin und her, sondern auch die Geschehnisse rund um Phoenix, um die FNIX-Maschinen. Der Scherengarten ist mit dem übrigen Östertörn nur durch eine einzige Straße und eine schmale Landbrücke namens Esötyngan verbunden. Die Landbrücke war einer der letzten Orte, an dem die Menschen bis zuletzt Gegenwehr leisteten. Wochen nach der Katastrophe vom 10. November 1989 und dem erbitterten, aber äußerst kurzen Krieg zwischen den Maschinen und der schwedischen Armee. Doch noch besteht ein Funken Hoffnung. In dem verlorenen Außenposten von Esötyngan findet sich ein erst kürzlich hinterlassener Hinweis auf ein großes Lager von Überlebenden. Die Nachricht stammt von einem gewissen Onkel Kalle. Gibt es noch immer versprengte Widerständler auf Östertörn? Genau. Wir schauen uns jetzt mal auf die Karte. Die neue Gesamtverteidigung. Letzte Übertragung vom Team Bertil Ludwig. Westland, det här är Bertil Ludvig. Vi har upprättat posering vid Iboholmens slottsruin. Men civilisterna Anita Sjögren har inte påträffats. Inget främmande eller fientligt av den typ hon beskrev har påträffats eller observerats. Men SIG-span registrerade signaler. Fiende! Sågat 3! Nedkämpad okänd skytte. Und wie du siehst, hier verschwindet die Spur zu Anita. Jene wir später
nochmal zu jener wir später nochmal kommen werden. Wenn ich mich recht entsinne, verschwindet sie jetzt für kurze Zeit oder für etwas längere Zeit aus den Aufzeichnungen rund um den Tag der Katastrophe. Warte mal kurz, was war das? Oh. Warte mal kurz. Wir haben da Hilferuf, eine andere Burg. Wir werden aber nun zurückreisen, hierher, zu diesem Unterschlupf Bauernhof Steinhager und werden uns jetzt mal dieser Mission widmen, der erste Kontakt. Da wo eigentlich im Prinzip die schwedische Armee das erste Mal auf die Maschinen getroffen ist. Puh, genau, da sind wir wieder. Bauernhof Steinhager, man kennt ihn, Feuerwerksbatterie, böser Clown, ach schön. Die Berliner Mauer ist gefallen. Haha. Gut, so, jetzt weißt du das. Also jetzt aber nur mal wieder, wie gesagt, sehr oberflächlich erklärt. Es fängt jetzt erst eigentlich, ein Spiel an, wo die Geschichte so weit zersprengt ist, wie ich es noch nicht erlebt habe. Wir müssen, das warne ich dich jetzt nochmal vorweg, wir müssen die ganze Kacke so aufdröseln, hier rüber, hier runter, hier rauf und da müssen wir uns dann einen Weg suchen. Weil jedes Gebiet hat seine Hauptmissionen und seine Nebenmissionen. Und die werden wir uns jetzt zusammensuchen. Viel Spaß dabei, Alter. Na ja, gut. Okay, wir werden uns da oben jetzt mit ein paar Hunde kloppen. An das kann ich mich noch erinnern, das weiß ich. Wir werden uns einmal diesen hier mitnehmen. Da haben wir 24 Stück. Wie du siehst, diese ganzen Maschinengewehre etc., die können wir später dann zerstören. Für etwaigen, wie sagt man? Na, warte mal kurz. Da. Die können wir dann später zerstören für etwaige Materialien, die wir dann später vielleicht noch brauchen werden. Dich, da man daher Ergänzungen ausgestattet bist. Gut, sobald wir auf Feindkontakt stoßen, schalte die wieder dazu. Genau, ich werde es ja nicht schaffen, innerhalb von 2 Episoden diesen Weg zurücklegen. Das ist völlig utopisch. Ja, das war ein bisschen arrogant meinerseits gedacht. Gut. Zwischenrein werde ich immer wieder looten. Braucht man nicht, habe ich gesagt. Und sobald wir ein Level-Up vergeben können, mitunter. Warte mal. 1 habe ich schon vergeben. Genau. Aber jetzt siehst du, wir sind ja gleich, wir haben es ja bald. Dann gehen wir nämlich auf Schlösser knacken und können wieder zurückkehren mitunter nach Saltham und dieses eine Haus looten. Genau. Also dann. Wenn was passiert, schaltet die wieder dazu. Wenn nichts passiert, ja, dann schaltet die halt nicht dazu. Bis gleich oder so, wie schneit. So, da, wir sind auf der Burg von Iboholmen angekommen mit Levelaufstieg. Schön, sehr schön. Einen Fertigkeitenpunkt gewonnen. Fertigkeiten. Ich habe gesagt, wir Markierungsinfo. Die Distanz wird eigentlich, ist die interessant? Ah, siehst du gar nicht, siehst du. Ah, gut. Was war da? Ja, das brauchen wir auch nicht unbedingt, aber wir wollen Schlösser knacken, genau. Und dann gehen wir auf Bergen. Das ist immer wichtig. Gut. Da können wir jetzt schön looten. Und Punkte sammeln für das nächste Level Up, für den nächsten Fertigkeitenpunkt. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind.
Da haben wir jetzt mit einigen Hunden zu kämpfen. Einigen ist gut gesagt. Okay, ich habe den auch noch nie benutzt, das ist ja das Problem. Der Hund rechts oben stört mich. Okay. Der lebt noch immer. Ah, so ein zacher Hund, hä? Adrenalinspritzer, geil. Ja, den brauche ich nicht. Junge, du bist verwundet. So. Das Du kleiner Hosenscheißer. Na klar. Du Wahnwitziger. Da habe ich nicht einmal fertig gelootet, oder? Nein. Da unten. Boah, du dreckiger du. Ah, das ist eine Beleidigung, ha? Auf Lebzeit beleidigt, Alter. Schau. Mädel, willst du mich verarschen? Hast du einen Rausch gehabt oder was? Komm, lad nach. Au. Ich trau mir nicht ins Inventar, gell. Ich riskiere es jetzt einfach. Alter! Drecksau. Entschuldigung den Ausdruck. So, mir reicht's. Wurscht, ich pack jetzt alles ein. Ah! Haha! Ja, das habe ich uns auch angenommen.
Toll! Was das Spiel aber hat, trotz dessen seiner vielen Fehler, und derer gibt es gar viele, es unterhält und es ist verdammt lustig, sich mit dieser KI zu messen. Es ist wirklich lustig. So. Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt der beste KI-Kenner oder Videospielexperte, aber so vom Instinkt aus, das sage ich das jetzt einmal in meinem jugendlichen Leichtsinn, gell? Da haben wir alles, da unten haben wir nichts mehr, passt. Sehr gut. Dann können wir da auf durchlooten. Möglicherweise werden wir uns auch hier wieder durchkämpfen müssen, weil es ja... Ja. Aha! Werden wir was anderes machen. Komm, lad nach, Mädel. Du sturer Hund, du. Haha. Was habe ich die? Posten Vogeldunst, welcher ist ein stärker? Wieso jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Oder besser. Ich weiß, diese Performance, das ist ganz eigenartig mittlerweile. Was haben wir da? Nix. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Da ist nix. Haha, da bin ich. Ja sicher, wenn die KI schlaft, das musst du ausnutzen. Da darfst du nichts tun. Wir laufen zuerst da zurück runter. Ich glaube, jetzt haben wir einen dritten Rivalen in der Umgebung. War schon keine schlechte Entscheidung von vorn anfangen. So können wir wenigstens jetzt einmal herausfinden, wie das mit den Widerstandsbasen funktioniert. Textil. Es schaut so super aus. Gut, wir haben aber keine Zeit zum Träumen. Und aus dem Maul zu schäumen. Die Zeit lässt uns das Spiel nicht. So.
sonst ist da nichts mehr, gell? Nein. Okay. Aber spazieren wir jetzt da über die Mauer? Ne, geht nicht. Da ist nix. Dann diesen einen Blauchjodler, den haben wir eh gemacht, diesen Hunter. Da ist nix. Dann spazieren wir da, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das können wir eh brauchen. Das können wir brauchen. Da gibt's nichts. Und dann laufen wir da schnell hoch. Genau. Weil dann hätten wir nämlich die Burg soweit abgeschlossen. Was eigentlich ein relativ schöner Ort ist da in dem Spiel. So. Da sind wir fertig. Genau. Runter und dann machen wir da unten die Mission fertig. Hätte ich ja fast übersehen. Was haben wir da? Wie kommen wir da runter? Ja. Oh mein Gott. Zuerst machen wir. Finde heraus, was der Aufklärungstrupp der Burg Iberholmen ausgekundschaftet hatte. Ein Hunter. Da ist nix. Da ist nix. Nehmen wir mit. Wir müssen dann eh da runter an die Küste. Dort verbirgt sich ja auch etwas. Ausgabe Signalintelligenz. Ja, überall die Intelligenz, ne? Kurz vor dem Angriff scheint es auf dem Aufklärungstrupp bei der Burg von Iberholmen gelungen zu sein, einem Emitter mithilfe einer bekannten Feindsignatur zu verfolgen. Seine Koordinaten weisen auf die nahe Südküste von Iberholmen hin, genauer gesagt den kleinen Strand von Kelviken, was darauf hindeutet, dass die Maschinen ursprünglich von dort kamen. Ja, ist aber leider ein kleiner Irrtum. Vesslan, det här är Bertil Ludvig. Vi har upprättat posering vid Iboholmens slottsruin. Men civilisterna Anita Sjögren har inte påträffats. Inget främmande eller fientligt av den typ hon beskrev har påträffats eller observerats. Men SIG-span registrerade signaler. Fiende! Klocka 3! Nedkämpad okänd skytte. Gut, jetzt hast du es halt noch einmal gehört. Ist auch wurscht. Nehmen wir den Schatz mit. Perfekt. Da ist nichts mehr. Dann hier rüber. Sehr gut. Ja. Also jetzt sind die Hitboxen in den Spiel eher ein Graus. Sehr gut. Anitas Briefentwurf über Skaven. Herr, sehr geehrter Herr Gustafsson, ich bitte Sie hiermit alles zu tun, was in Ihrer Macht steht, damit der Skavenbunker, der sich auf Norra-Saltholmen befindet, außer Betrieb genommen und in ein Museum umgewandelt werden kann. Wie Sie wissen, gab es in Skaven aufgrund seines schlechten Zustands seit über 2 Jahren keine militärischen Operationen mehr und stationiertes Personal und die Sanierungspläne wurden aufgrund der extrem hohen Kosten für den Austausch der veralteten Überwachungsgeräte zurückgestellt. Angesichts der aktuellen Ereignisse in Berlin kann man nur hoffen, dass Europa derzeit Geschichte schreibt und eine Ära des Friedens einleitet, in der wir keine Küstenverteidigung benötigen. Und wenn dieser Tag endlich kommt, dann, ja,
unerträgliche Leichtigkeit war, findet die Verteidigungsstellung am Standort Salt-Dings, das ist ein Stück weiter oben. Das ist hier. Unerträgliche Leichtigkeit. Dann haben wir da diesen, man kann nur hoffen, das ist das Carbon-Bunker. Und wir verfolgen nun diesen Missionsstrang hier zum Landekopf. Lok, das ist eine Hauptmission. Das machen wir nachher, jetzt machen wir mal den Schatz. Genau. Und dann fangen wir da an mit dem Kommandobunker und das ist ein Haufen Arbeit. Bis zu deppert das alles freischalten, das war extrem. Gut. Machen wir so, bis ich einen Weg da oben gefunden habe, wird es nicht dauern. Ich schneide wieder. Bis gleich. Das hat mir jetzt eine Adrenalinspritze gekostet, aber das war mir jetzt wurscht. Wir haben jetzt da unten die 4 oder 5 Container und ja, den Rest kannst du dir dann eh selber denken, was nun kommt und folgt und werden tut. So, die 3 heben wir uns auf. Den Rest machen wir mit ihr hier. Wow! Das Spiel weiß zu überraschen. Wahrscheinlich liebe ich es deswegen. Dann haben wir da eher wieder einen Sammelgegenstand. Warte mal kurz. Okay. Hier gibt es einen Sammelgegenstand. Sehr gut. Runner, Prototyp. Jawohl, Baby. Gut. Seriennummer der Container. In einem der Container am Strand von Kelviken befinden sich immer noch nicht aktivierte Maschinen. Es gibt keinen Hinweis auf deren Herkunft, außer den verschiedenen Seriennummern, die auf den Behältern zu finden sind. Bla bla bla. Genau. Finde die Quelle des feindlichen Signals in Kelviken. Ja. Da, wie du siehst. Aha. Und somit haben wir unser nächstes... Oh Gott. Suche den Eingang zum Bunker im Marinestützpunkt Saltholmen. Das Transkript einer Nachricht, ich glaube, das haben wir... Ja, das haben wir schon. Genau, das haben wir schon gelesen. Sehr gut. Perfekt, Baby. Okay. Und somit konzentrieren wir uns jetzt einmal auf was eigentlich. Da haben wir gesagt, sind wir schon fertig, gell? Ja, da gibt es aber auch nichts mehr, was wir uns schnappen könnten. Wir schauen einfach mal auf die Karte. Und werden einfach einmal schauen. Der Berserker von Mesquer. Okay, das sind jetzt da eh nur die 3. Spiel, das glaube ich jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht. Erst dann, wann in Sirch. Genau. Das ist aber nicht einmal so uninteressant. Also auf gut Deutsch gesagt, wenn du das Spiel neu anfängst, wird das Ganze noch ein bisschen herausfordernder. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich weiß es noch nicht.
eine andere Burg der Hilferuf. Jetzt schauen wir, weißt du was? Nein, wir werden es jetzt anders machen. Sobald wir in unserer Hauptbasis sind, das wird für immer die Hauptbasis bleiben, wenn wir dort die Ruhe haben, melde ich mich wieder. Bis gleich. Und mit einem kurzen Schnitt bin ich wieder da. Gut, wie du gesehen hast, wir haben jetzt da einiges abgearbeitet und die Liste ist endlos. Okay, dann ein bisschen ausräumen, unseren Charakter, sehr schön. Die zwei nehmen wir mit. Ah, falsch. Es gibt noch was ich tun wollte in dieser Ausgabe, in dieser geschnittenen. Die drei da mal weg. BZW. Den Granatwerfer da mal weg. Genau. Und die Waffen können wir dann später noch ein bisschen zerlegen und alles. Also, wir sind relativ gut versorgt. Nur, wie machen wir das jetzt am blödesten? Ja, ich werde jetzt mal das alles zusammenschneiden, so wie ich es brauche. Und wir sehen uns dann das nächste Mal noch einmal hier in Saltheim. Na, weißt du was, das könnte man eigentlich... Also das können wir gleich machen. Jetzt in Saltheim im Bunker und wir werden nun diesen einen Fertigkeitenpunkt in Richtung Bergen vergeben. 50% Munitionserhöhung. Dankeschön, Meister der Pudelmütze. Das können wir gebrauchen. Ja, das können wir brauchen. Und wir wollten ja eigentlich zu diesem einen Gebäude, was ich gesagt habe, wo wir das Schlösserknacken benötigen. Mädchen, wieso hast du jetzt keine Waffe ausgerüstet? Hä? Du Luder, du Geils. Warte mal, nehmen wir dich gleich. Ist ja wurscht. Mach, sie kann das. Bist du Moped. Na, Otto. Das muss das Gebäude gewesen sein, genau. Weißt, da freut man sich auf Loot und dann ist... Naja. Ich glaube, das war ein bisschen eine arrogante Aussage von mir, hä? In 2 Episoden sind wir dort oben. Ne, denkst du? Man muss aber eins sagen, der hat echt die Zeit gehabt, dass er das alles verbarrikadiert, alles zusperrt. Den Typen lobe ich mir, wirklich. Silberring, Windjacke, Feuerwerksbatterie. Okay. Ja. Dann heißt es für uns eigentlich nur mehr raus hier. Genau. Hahaha. Gut. Wir reisen jetzt da zum Abschluss dieses ganzen Massakers in Richtung... Kurzen Blick, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Genau. Daher. Und in der nächsten Aufnahme geht's hinunter in Richtung... Geht's hinunter in den Süden, da ist ein Eiffelturm, ein Leuchtturm. Boah, geil. Elektrolyt. Cool. Da ist geil, mich schon wieder auf. Okay, zurück in den Bunker. Hier rein. Da werden wir die kleine Maus hinlegen. Die braucht halt auch mal ein bisschen Entspannung, was da wieder ist. So. Ach, herrlich. Das Elektrolyt, da mal da rein. Ja, es sammelt sich schon was zusammen, gell? Okay, passt. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt. Entschuldigung jetzt, dass ich diese Episode jetzt ein bisschen geschnitten habe. Das wird noch Zeit dahin gehen mit dem Schneiden. Aus einem einfachen Grund, schau her. Mich interessiert erstens einmal nur, das ganze Spiel fängt für mich erst so richtig hier an, beziehungsweise
hier, wo die Sonne untergeht. Vielleicht treffen wir da auch unseren ersten Tank. Mal schauen. Ich möchte bis dato unseren Charakter hochgelevelt haben. So weit, dass wir mehr Chancen haben. Sag jetzt einmal so. Und ja, bis zum nächsten Mal. Baba.